aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. M wie Maschikulis. Die senkrechte Verteidigung der Burg. Wer eine Burg oder Burgruine besucht, begegnet früher oder später einem Begriff, den Burgführer besonders gerne verwenden: der Pechnase. Und hier, meine Damen und Herren, sehen Sie die sogenannte Pechnase. Von hier aus wurden Angreifer mit heißem Pech übergossen. Angeblich wurden von dort aus große Mengen kochendes Pech auf die Angreifer gegossen. Das klingt spektakulär, hat mit der historischen Wirklichkeit aber meist wenig zu tun. Tatsächlich handelt es sich bei diesen Bauteilen in der Regel um Wehr- oder Wurferker, also Vorrichtungen zur sogenannten Senkrechtverteidigung. Und bitte nicht mit den Abbauerkern verwechseln, auch wenn hier ebenfalls so manches senkrecht hinunterfiel. Noch spannender wird es, wenn diese Erker nicht einzeln auftreten, sondern in ganzen Reihen angeordnet sind. Dann spricht die Burgenkunde von Maschikulis. Ein seltsames Wort, aber dahinter verbirgt sich eine der raffiniertesten Verteidigungseinrichtungen des Mittelalters. Was sind Maschikulis? Der Begriff Machiculi stammt vom französischen Wort Machiculi. Seine Wurzeln liegen im Mittelfranzösischen und lassen sich sinngemäß mit Zermalmen oder Hinunterwerfen verbinden. Gemeint sind Reihen von Öffnungen zwischen vorkragenden Konsolen oder Kragsteinen an Wehrmauern und Türmen. Anders als bei einer gewöhnlichen Wehrmauer konnten die Verteidiger durch diese Öffnungen den Fuß der Mauer bekämpfen. Genau dort befand sich nämlich die gefährlichste Stelle einer Burg. Hatten Angreifer die Mauer erreicht, waren sie von Pfeilen, Armbrustbolzen weitgehend geschützt. Von den Machikulis aus konnten die Verteidiger jedoch Steine, Holzstücke oder andere Wurfgeschosse senkrecht nach unten werfen. Der große Vorteil bestand darin, dass die Verteidiger dabei selbst geschützt blieben. Sie mussten sich nicht über die Brüstung lehnen und boten dem Gegner kaum eine Angriffsfläche. Machikulis waren somit eine technische ausgefeilte Weiterentwicklung älterer Wehrformen wie der hölzernen Hurden oder einzelner Wehrerker. Ursprung und Verbreitung. Lange Zeit glaubte man, Machikulis seien Erfindungen des Hochmittelalters. Neuere Forschungen konnten jedoch nachweisen, dass ähnliche Einrichtungen bereits an spätrömischen Kastellen des 4. Jahrhunderts vorhanden waren. Ihre große Verbreitung erlebten sie allerdings während der Kreuzzugszeit. Kreuzfahrer lernten entsprechende Verteidigungstechniken im östlichen Mittelmeerraum kennen und brachten sie nach Europa. Besonders in Frankreich entwickelte sich Machikulis im 12. und 13. Jahrhundert zu einem charakteristischen Merkmal der Wehrarchitektur. Im deutschsprachigen Raum blieben sie dagegen vergleichsweise selten. Einzelne Wehrerker über Toren kommen zwar häufig vor, geschlossene Machikuli-Reihen findet man jedoch nur an wenigen Burgen und Befestigungen. Wesentlich häufiger begegnet man ihnen in Frankreich, Italien, Spanien oder auf den Kreuzfahrerburgen des Vorderen Orients. Mit der Verbreitung von Kanonen verloren hohe Wehrmauern zunehmend ihre militärische Bedeutung. Dennoch verschwanden die Machikulis nicht vollständig. Im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit wurden sie oft als dekoratives Gestaltungselement übernommen. Man baute sie zwar weiterhin an Burgen und Schlössern an, doch viele dieser späteren Beispiele waren gar nicht mehr geöffnet und dienten nur noch der Repräsentation. Selbst im 18. Jahrhundert griff man die Idee noch einmal auf. Der berühmte Baumeister Balthasar Neumann entwarf für die Festung Marienberg in Würzburg den sogenannten Machikuliturm. Dort wurden die senkrechten Schussöffnungen an die Anforderungen der frühen neuzeitlichen Festungsarchitektur angepasst und zeigen eindrucksvoll, wie langlebig dieses Verteidigungsprinzip war. Hier sehen wir nun die Festung Marienberg über Würzburg. Markiert ist hier der Machikuliturm. Übrigens hat die Festung Marienberg eine Größe von 18 Hektar, also etwa 180.000 Quadratmeter.
Und hier der Maschikuli-Turm von Balthasar Neumann im Detail, links in die Festung eingebunden, rechts die Ansicht des Turmes. Oben sieht man im Prinzip schön die senkrecht nach unten gehenden Schießöffnungen und rechts noch einmal ein Schnitt dieses Maschikuli-Turms. Während einzelne Maschikulis an zahlreichen Burgen in Südeuropa vorkommen, gibt es in Deutschland nur wenige Anlagen, bei denen diese Verteidigungstechnik so konsequent verwirklicht wurde. Ein Wehrturm besitzt dort einen nahezu umlaufenden Kranz von Wurföffnungen und gilt als eines der außergewöhnlichsten Beispiele mittelalterlicher Senkrechtverteidigung in Deutschland. Wisst ihr schon, um welche Burg es sich handelt? Burg Hohenrechberg in Baden-Württemberg. Die Burg Hohenrechberg erhebt sich auf einen markanten Bergsporn des Rechbergs am Nordrand der Schwäbischen Alb und zählt zu den eindrucksvollsten Burgruinen Süddeutschlands. Sie war Stammsitz der Herren und späteren Grafen von Rechberg, eines der bedeutendsten Adelsgeschlechter Schwabens. Die Burg entstand vermutlich zwischen 1200 und 1250 als staufische Dienstmannburg und wird mit Ulrich von Rechberg in Verbindung gebracht, der bereits 1179 urkundlich erwähnt wird. Die erste urkundliche Nennung der Burg erfolgte 1355. Als Mittelpunkt der Herrschaft Rechberg blieb die Burg über Jahrhunderte Verwaltungs- und Herrschaftssitz. Trotz zahlreicher kriegerischer Ereignisse überstand sie das Mittelalter nahezu unbeschadet. Weder die reichsstädtischen Kriegszüge des 15. Jahrhunderts noch der Bauernkrieg von 1525 oder die Kämpfe des Schmalkaldischen Krieges führten zu ihrer Zerstörung. Selbst während des Dreißigjährigen Krieges blieb die Anlage erhalten und wurde lediglich zeitweise besetzt. Das Ende der Burg kam überraschend, nicht durch Feinde, sondern durch die Natur. Am 6. Januar 1865 schlug ein Blitz in die Anlage ein und löste einen verheerenden Brand aus. Die Wohngebäude brannten weitgehend aus und die Burg wurde zur Ruine. Die mächtigen Mauern und Türme blieben jedoch erhalten und vermitteln bis heute einen eindrucksvollen Eindruck von der einstigen Größe der Anlage. Baugeschichte einer hochmittelalterlichen Wehrburg. Die auf einem markanten Bergsporn der Schwäbischen Alb gelegene Burg Hohenrechberg zählt zu den bedeutendsten Adelsburgen Südwestdeutschlands. Ihre Baugeschichte lässt sich aufgrund der noch erhaltenen Bausubstanz sowie archäologischer und bauhistorischer Untersuchungen vergleichsweise gut nachvollziehen. Die Anlage zeigt eindrucksvoll die Entwicklung einer staufischen Höhenburg zu einer spätmittelalterlichen Festung mit außergewöhnlichen Wehranlagen. Die staufische Gründungsanlage. Der Ursprung der Burg reicht in die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts zurück. Die erste Burganlage bestand aus einer Kernburg, die auf dem höchsten Punkt des Bergsporns errichtet wurde. Charakteristisch für diese frühe Bauphase sind die mächtigen Ringmauern aus sorgfältig bearbeiteten Buckelquadern, wie sie für die staufische Baukunst typisch sind. Die verwendeten Quader bestehen aus den am Burgberg gewonnenen Stubensandstein. Ein Bergfried scheint ursprünglich nicht vorhanden gewesen zu sein. Die Hauptburg besaß bereits einen unregelmäßigen polygonalen Grundriss, der sich den natürlichen Geländeverhältnissen anpasste. Ausbau zur spätmittelalterlichen Festung. Im Laufe des 15. Jahrhunderts erlebte Hohenrechberg eine umfassende Erweiterung und Modernisierung. Diese zweite große Bauperiode verlieh der Burg ihren heute noch erkennbaren wehrhaften Charakter. Die Verteidigungsanlagen wurden erheblich verstärkt und durch mehrere vorgelagerte Befestigungszonen ergänzt. Zu den wichtigsten Maßnahmen gehörten: Errichtung der Vorburg mit halbrundem Wehrturm an der Südwestseite, Neubau des mächtigen Torhauses mit vorgelagertem Zwingersystem, Anlage einer hölzernen Zugbrücke über den tiefen Halsgraben, Bau eines modernen Wehrturms mit Maschikulis, Errichtung eines inneren und äußeren Zwingers, Verstärkung der Ringmauern durch zusätzliche Wehrgänge und Schießscharten sowie umfangreiche Umbauten der Wohngebäude zur Verbesserung der Wohnverhältnisse. Durch diese Maßnahmen entwickelte sich Hohenrechberg zu einer der stärksten Adelsburgen Württembergs. Die außergewöhnliche Toranlage.
Besonders bemerkenswert ist das komplexe Torsystem der Burg. Bereits der Zugang zur Vorburg erfolgte über eine steinerne Bogenbrücke von rund 14 Meter Länge, deren Pfeiler teilweise noch heute erhalten sind. Anschließend musste ein Angreifer mehrere aufeinanderfolgende Tore passieren. Von der Vorburg führt eine hölzerne Zugbrücke über den bis zu 9 Meter tiefen Halsgraben zur Hauptburg. Das eigentliche Torhaus besaß 2 getrennte Durchfahrten, ein großes Haupttor für Reiter und Fuhrwerke sowie daneben eine kleine Fußgängerpforte, das sogenannte Mannsloch. Innerhalb des Torhauses waren Schwungbrücken angeordnet, die sich mittels Gegengewichten bedienen ließen. Diese ausgeklügelte Konstruktion erlaubte es, die Zugänge rasch zu sperren und machte den Torbereich zu einem besonders schwer einnehmbaren Abschnitt der Burg. Zusätzlich verfügt das Torhaus über mehrere aufeinanderliegende Verteidigungsebenen, Schießscharten für Hackenbüchsen sowie weitere Nebenzugänge und Pforten. Die Toranlage zählt damit zu den technisch anspruchsvollsten Wehrsystemen ihrer Zeit. Der Maschikuli-Turm. Eine herausragende Besonderheit von Hohenrechberg stellt der südliche Wehrturm der inneren Zwingermauer dar. Dieser Turm besitzt einen nahezu umlaufenden Kranz von insgesamt 18 Maschikulis. Dabei handelt es sich um senkrechte Wurföffnungen, durch die Angreifer unmittelbar am Mauerfuß bekämpft werden konnten. Die Maschikulis ruhen auf kräftigen steinernen Konsolen und bilden einen vorkragenden Verteidigungsgang unterhalb der Mauerkrone. Der Wehrgang selbst war über eine Treppe vom Torhaus aus erreichbar. Neben den Maschikulis verfügt der Turm über mehrere Schlüsselscharten und rechteckige Schießöffnungen. Die Anlage erlaubt sowohl die seitliche als auch die senkrechte Verteidigung des Turmfußes. Maschikulis dieser Ausprägung sind im deutschsprachigen Raum ausgesprochen selten. Während sie in Frankreich und Italien im Mittelmeerraum vorkommen, gehören die Anlagen von Hohenrechberg zu den bedeutenden Beispielen mittelalterlicher Senkrechtverteidigung in Süddeutschland. Burgenkundlich nimmt der Turm daher eine herausragende Stellung ein. Zwinger und weitere Wehranlagen. Die Hauptburg war von einem mächtigen äußeren Zwinger umgeben, der nahezu die gesamte Kernburg einschloss. Die Zwingermauer besaß Wehrgänge und Schießscharten und wurde zusätzlich durch mehrere halbrunde Wehrtürme verstärkt. Große Teile dieser Befestigung sind noch heute erhalten. Besonders an der West- und Südseite wurden die Mauern durch starke Stützmauern gesichert, die sich dem steilen Felsgelände anpassen. Zur Wasserversorgung diente ein rund 30 Meter tiefer Brunnen im Inneren der Kernburg. Zusammen mit dem mehrfach gestaffelten Befestigungsring, den Zwingern, dem ausgeklügelten Torhaus und dem außergewöhnlichen Maschikuli-Turm machte er die Burg zu einer der modernsten Wehranlagen ihrer Zeit. Die Burg Hohenrechberg vereint staufische Burgarchitektur des frühen 13. Jahrhunderts mit hochentwickelter spätmittelalterlicher Wehrtechnik. Besonders der seltene Maschikuli-Turm mit seinen nahezu umlaufenden Wurföffnungen sowie die vielgliedrige Toranlage machen die Ruine zu einem der bedeutendsten Beispiele mittelalterlicher Befestigungskunst in Süddeutschland. Schlusswort. Maschikulis zeigen eindrucksvoll, mit welchem Einfallsreichtum die mittelalterlichen Burgenbauer ihre Anlagen verteidigen. Sie waren keine romantischen Pechnasen, sondern hochentwickelte Wehranlagen zur Senkrechtverteidigung. Gerade an Beispielen wie der Burg Hohenrechberg wird deutlich, wie geschickt Architektur und Verteidigungstechnik miteinander verbunden wurden. Welche Burg mit Maschikulis kennt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos. Dieses Video wird präsentiert und unterstützt von der Vermittlung Historischer Immobilien OHG.